برجسته ایرانی هستید شما و جدیداً هم توی ایران الان توجیه قانونی واسه اعلام کردن جوان‌ها پیدا شده به عنوان مخالف با خدا. شما به خاطر که شاخص کارتون توی کار قضاوت و وکالت هست، چی فکر می‌کنید در جامعه بین‌الملل چگونه باید ما باید مبارزه کنیم؟ Okay. Das ist eine Frage. Frau Wadin, Sie sind da eine sehr versierte Juristin und Rechtsanwältin. Deswegen stelle ich Ihnen die Frage, folgende Frage. Vor kurzem gibt es, also seit kurzem gibt es auch einen neuen Begriff, der jetzt erneut zur Anwendung kommt, nämlich Feindschaft zu Gott, und das ist etwas, weswegen die Menschen dann auch hingerichtet werden können. Ich frage Sie als Juristin, was man gegen diese Angelegenheit auch international unternimmt. Okay, hier hinten mit dem orangenen Pullover, kurz und bündig. Erstmal kommt die Übersetzung der Frage. Angesichts der iranischen Geschichte in den letzten 100 Jahren kommen wir zu dem Ergebnis, dass die Bewegungen im Iran immer einen Führer gehabt haben. Und meine Frage an Sie ist, dass vor diesem Hintergrund auch die jetzige grüne Bewegung im Iran einen Kopf, einen Führer braucht, und in diesem Zusammenhang, mit der Funktion eines Kopfes, eines Führers, frage ich Sie, was Sie hierbei zu der Person Reza Pahlavi, Sohn des Schah, meinen. Okay, hier die nächste Frage. Nächste, wir sind leider schon am Limit. تلاش‌های شما برای معطوف کردن اذهان دولت‌های غربی همچنین سازمان ملل در راستای سرکوب و کشتار مردم در ایران توسط دولت واقعا قابل تقدیر و یکم آدم نمیدونم چجوری میتونه به این قضیه امیدوار باشه که این دولت‌ها و سازمان ملل هنوز یک قطعنامه منسجم و محکمی علیه این سرکوب‌ها صادر نکردن. به نظرم میاد که مسئله اتمی ایران خیلی حائز اهمیت هست برای دولت‌های غربی و سازمان ملل تا کشتار مردم توسط دولت. شما خودتون این قضیه رو چی می‌بینید؟ Okay, vielen Dank. Frau Wadin, Ihre Aktivitäten und Ihre Anstrengungen und Ihre Bemühungen, die westlichen Staaten und auch die UNO auf die Unterdrückung und auf die Niederschlagung der Bewegung im Iran aufmerksam zu machen, ist sehr zu loben, und wir verpflichten uns zu Dank. Wie kann man aber sozusagen optimistisch sein, was die westlichen Staaten und auch die UNO anbelangt, bezogen auf die Bewegung im Iran, denn es ist ja bislang so, dass es den westlichen Staaten und auch der UNO noch nicht gelungen ist, eine entscheidende Resolution gegen die Unterdrückung der Menschen im Iran zu verabschieden. Offensichtlich ist es so, dass die Fragen des Atomprogramms, des iranischen Atomprogramms hierbei von Bedeutung sind und eine Rolle spielen. Was ist Ihre Ansicht hierzu? Okay.
من با اعدام به هر دلیلی مخالف هستم. Ich bin gegen Todesurteile, aus welchen Gründen auch immer. متاسفانه ولی الان در مجلس صحبت سر اینه که کسانی که در خیابان اعتراض کردن دستگیر شدن برخی از اینها رو به عنوان محارب که حالا نمیدونم چطور ترجمه بشه واقعا اینها رو شناخته میشن و محکوم به اعدام میشن و به عبارت دیگر میخواهند انتقاد به جمهوری اسلامی رو در ردیف جرم محاربه بگیرن و مجوز برای اعدام برخی. Leider ist diese Tage im iranischen Parlament davon die Rede, dass man Menschen, die auf den Straßen protestieren und demonstrieren gegen die Regierung und so weiter, dass man sie zu Mohareb, also zu Feinden Gottes erklärt und darauf würde dann die Todesstrafe stehen. Dann mit dieser bezeichnete man sozusagen eine Berechtigung, die Todesstrafe zu vollstrecken. Das heißt, mit anderen Worten, dass eine Kritik an der Islamischen Republik gleichgesetzt wird mit der Feindschaft Gottes, womit dann, wie gesagt, die Berechtigung erlangt werden soll, die Menschenrechte zu hören. هیچ حکومتی با سرکوب و کشتار مخالفان بقا و دوام پیدا نخواهد کرد. Keine Ordnung, keine Regierung, keine Ordnung wird es gelingen, mit der Unterdrückung, mit der Niederschlagung, mit der Ermordung von Menschen ihren Bestand zu gewährleisten.